Sing eetste Predigt. Der junge kölsche Pastor hat erg Lampefieber. Er stund kot für de eetsten Predigt in singer neue Pfarrei. In 2 Stunden wurde so wick und dat auch noch em Huamp. Er det versöke sich zu beruhigen. So judet ging, aber es wurde immer schlimmer. In singer Nut ging er bei der Aale Köster, der in der Sakristei dabei war, alles für die Mess an dem Sonntag zurechtzulegen. Er det ihn fragen, ob er wüs, wat ma je Lampefieber machen könnt. Der Aale Köster sagt, er könnt sich schon erinnern, dat der Fürgänger auch dat Problem gehabt hätt. Und dem hättet geholfen, dat er die Predigt ins Eeds für einem Spiegel laut obsagen tät. Und wann es ja nicht anders ging und Herr Zedere krät, hätte sich als Nervemittel ne kleine Schnaps genehmigt. Der junge Pastor wollt nix unversögt lassen, stellt sich für ne Spiegel und fing an, sing Predigt zu halten. Und jedes Mal, wann er nervös wurde, dette een kleine Chlore trinken. Dat Zittere war dann bald vorbei und die Predigt gefiel ihm auch selbst immer besser. Wie er dann ruhiger wurde und die Wörter im Fing und Flück über die Lippe komme, fühlt er sich endlich so wick. Auf jeden Fall war er jetzt parat für sin eetste Predigt. In Köln jeder das Sprichwort: Der Sching trüsch und der Spiegel lösch. Aber daran tät der junge Priester jetzt nicht denken. Wie er danach mit seiner Predigt fertig war, tät er die Kanzel unter großem Beifall verlassen. Dadurch jet irritiert, tät er der Küster fragen, wie der sing Predigt fung. Der Küster tät der Pastor love, doch meinten er auch, dat da ein paar Fehler in der Predigt waren. Für ein Beispiel hättet Eva der Adam mit einem Apfel und nicht mit einer Prum verführt. Der Kain hätt seine Bruder Abel auch nicht mit einer Kalaschnikow erschossen, sondern mit einem Stein gehauen. Jesus han sie auch nicht ob einer Kreuzung überfahren, sondern an het Kreuz geschlagen. Jott hätt nicht der Engeborene, sondern singe engeborene Sohn geopfert. Dann ward auch nicht der warmblötige Bernardiner, sondern der barmherzige Samariter. Es heißt auch nicht, sög mich in der Unterführung, sondern führ mich nicht in Versökung. Und am Ende von so einer Predigt sagt man Amen und nicht Alaf.